herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin mal wieder mit der guten alten Mara. Ja, wir haben schon so ein Video mit gemacht, nur mit 2. Also, was machen wir heute? Oh, neben mir sind Anzeichen, wenn Mädchen kein Interesse an einem Typ haben. Ja, wir sind auch schon das ein oder andere Mal von einem Typ angeschrieben worden. Und wir haben halt so ein bisschen mal geachtet, was allgemein Mädchen machen, indem sie zeigen, dass sie eigentlich kein Interesse haben. Gebt doch dem Video ein Like, wenn ihr mal vielleicht... Gibt es eine umgekehrte Version? Ja? Ja. Was Mädchen machen, wenn sie Interesse haben eigentlich. Gebt ein Like, wenn ihr mal die umgekehrte Version habt. Und ich will gar nicht so viel labern, sondern... Fangen wir mit dem Video an. Let's go! Scheiße. Scheiße. Let's go! Scheiße. Let's go! Gut. Das erste Anzeichen ist, also wenn ein Mädchen allgemein Interesse hat und ihr sie in Real Life seht, dann ist es ja eigentlich eher wichtig, wie sie aussieht. Heisst, sie will euch ja irgendwie gefallen und schaut irgendwie so ein bisschen... Schnauze! Und schaut irgendwie so ein bisschen, wie sie halt aussieht. Hat sich vielleicht, bevor ihr euch treffen hat sie sich geschminkt, geschaut, was sie angelegt und so. Und wenn sie sich nicht interessiert, dann ist ihr eigentlich eher so ein bisschen scheißegal, wie sie aussieht. Heisst, sie läuft auch so, sie trifft sich auch mit euch so, dann, wie sie in der Schule ist. Oder irgendwie mit einem hässlichen Dutt. Und es juckt sie halt her nicht, wie sie aussieht. Also das nächste ist halt, wenn jetzt das Mädchen Interesse hat, sucht sie so ein bisschen den Körperkontakt oder man achtet mega darauf, ob sich jetzt beide berühren oder nicht berühren. Ja. Aber wenn man halt kein Interesse hat, dann ist man eher so ein bisschen auf nicht berühren und kein Bock. Also so ein bisschen, ja. Ja. Also was man damit sagen, falls zum Beispiel du als Mädchen mega gute Kollegin bist von einem Bub und man ist schon so fest Kollege, dass es irgendwie klar ist, dass man nicht voneinander will, dann ist logisch, dass man mal so ein bisschen aus Joke so macht oder so, aber es heisst... Ja, auch nicht nur aus Joke, also einfach so. Aber so in der Kennenlernphase. Genau, dann ja, macht sie meistens oder eigentlich gar nicht einfach Körperkontakt. Der dritte Punkt ist, wenn sie jetzt kein Interesse an euch hat, dann ist ihr eigentlich auch scheißegal, wie sie von dir isst. Also zum Beispiel bei uns ist, oder bei mir vor allem, ist so, wenn ich jetzt Interesse an jemandem habe, dann ist mir eigentlich mega wichtig, wenn ich esse, weil ich vor allem mega schnell das Gefühl habe, ich schmatze oder ich esse hässlich oder irgendwie so. Und keine Ahnung, dann schaut man halt viel mehr drauf, isst vielleicht langsamer oder es gibt vielleicht also Mädchen, habe ich schon gehört, die dann sich nur einen Salat bestellen, weil sie sich schämen, das Fett reinzuhauen. Ich bin jetzt nicht der Fall, aber vielleicht gibt es auch ein paar von euch. Ich glaube, ich wäre auch nicht der Fall, der nachher schnell isst. Ja. Nein, aber wenn sie jetzt zum Beispiel eine Currywurst bestellt und da einfach Fett mit Zwiebeln reinballert, dann hat sie wahrscheinlich kein Interesse an euch. Also vielleicht auch schon, aber ich... Genau, sobald sie die Chance ist sehr hoch. Ist vorbei. Dann ist absolut Friendzone. Okay. Shit, Alter, wenn ich jetzt mit jemandem essen gehe, dann ist es geil, sie frisst keine Zwiebeln, sie hat Interesse an mir. Sie nimmt sie extra raus. Ja, stimmt, ich sag dann so im Mac, kein ohne Zwiebeln. Oh ja, Jackpot. Also ich glaube, das ist vor allem so ein bisschen, wenn man sich irgendwie mit treffen oder der Typ will sich treffen und fragt immer wieder so, ja, machen wir irgendwie an dem Wochenende etwas. Und wenn das Mädchen jedes Mal sagt, dass sie keine Zeit hat, heisst es nicht, dass sie keinen Bock hat. Ja, und es heisst so schön, wer will, der findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Sie findet offenbar einen Grund, das heisst, sie will nicht. Genau, so einfach ist es. So, jetzt kommen wir zu einem lustigen Punkt. Und zwar, wenn sie Interesse an euch hat, dann hat sie Interesse an euch. Ja, wow! Und wenn sie kein Interesse an euch hat, dann kann es gut mal passieren, dass sie mal zum Beispiel so ein bisschen ihre Freundin dir geschmackhaft macht. Also zum Beispiel, ich habe auch schon so ein bisschen so erzählt, so, ja, kennst du Mara? Ja, sie ist eine heisse Schnittalle und sie ist Single und toll und... Hat auch keinen Bock, aber... Genau. Also wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Freundin geschmackhaft macht, dann sind ihr auch nicht auf einem guten Weg. Aber man kann ja auch so ein bisschen schauen. Ich glaube, ist nicht auch so, dass wie ein bisschen schauen, ob er jetzt Interesse an einer anderen haben würde. Aha, testen? Ja. Mädchen sind schon Schlangen eigentlich. Mädchen sind vor allem kompliziert, glaube ich. Ja. Also es gibt zwei Sachen. Entweder sie testen dich oder sie haben Bock auf dich. Ja, aber die Chance, dass sie keinen Bock auf dich haben, ist glaube ich grösser. Ja. Gut. Also ein anderer Punkt wäre, wenn ihr zum Beispiel schreibt oder versucht, also wenn sie jetzt... wenn sie jetzt lange nicht zurückschreibt, also wenn du irgendwie innerhalb von 30 Sekunden zurückschreibst und sie nachher 3 Stunden hat, heisst es meistens, dass sie keinen Bock hat, um mit dir eine Konversation zu führen. Entweder sie ist nicht am Handy, aber wenn es jedes Mal so ist, dann ist... Ja.
Also es gibt auch wieder 2 Punkte. Es gibt so die Mädchen. Also normalerweise, wenn ein Mädchen Interesse hat und er schreibt ihr, dann explodiert sie, macht ein 3-faches Salto und keine Ahnung was. Aber das Ding ist halt, Mädchen ticken manchmal auch so, dass sie ihn wie so ein bisschen nicht auf den Sack gehen. Und dann denken sie sich halt so ein bisschen, oh Scheiße, ich habe jetzt gerade direkt zugeschrieben, das bin ich unspannend, bla bla bla. Und dann schreiben sie erst so, gar nicht eine Stunde zurück, aber ich glaube nicht, dass das nachher halt wirklich so lang dann ist. Das ist dann meistens so eine Stunde oder so. Wow, wir dann jetzt jeden Punkt widerlegen, dass es eigentlich auch jetzt ist. Ja, aber es ist so rotzwenig, es bringt niemandem etwas. Also wenn sie nicht wirklich zurückschreibt, dann... Ja, aber ich glaube, das merkt ihr. Ich meine, wenn sie das jedes Mal macht, dass sie so lange nicht zurückschreibt, dann ist es schon recht so. Dann zeigt sie eigentlich schon ihnen, sie hat keinen Bock. Wenn ihr jetzt schon ein bisschen länger so ein bisschen Kontakt habt und ja, es ist so ein bisschen die Frage, so, ja, könnten wir zusammenkommen, so ein bisschen in diesem Stil. Oder vielleicht habt ihr schon ihre Liebe gestanden. Ich kann kein Deutsch. Und ihr Argument dann halt ist, ja, sie ist noch nicht so parat für eine Beziehung und sie weiss nicht so, ob sie Beziehung will oder irgendwie so, dann absolut sorry. Dann wird es auch in 3 Monaten noch nicht so sein, dass sie parat für eine Beziehung ist, weil sie einfach keinen Bock hat. Ich meine, wenn du wirklich jemanden liebst und Interesse hast und dann willst du doch auch mit dieser Person zusammen sein. Also, keine Ahnung. Also wenn ihr jetzt miteinander redet oder auch schreibt und sie dann anfängt von anderen Typen so ein bisschen schwärmen oder so ein bisschen der und der und der, also das heisst meistens, sie hat keinen Bock und sie versucht dir zu übermitteln, dass sie an einem anderen Typ Interesse hat. So, der nächste Punkt ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben mal euch mit ihr treffen, so ein bisschen das Zweite und so, dann nimmt sie meistens vielleicht eine Kollegin mit oder will sich in einer Gruppe mit dir treffen, so an einer Party oder so und nicht nur das Zweite, dann heisst es eigentlich auch das ist nur freundschaftlich. Ja. Das heisst nicht, dass sie gar kein Interesse grundsätzlich an dir hat, sondern einfach, dass sie freundschaftlich also, in der Anfangsphase. Ich meine, wenn jetzt mega gute Kollegen sind und so und die wissen auch beide voneinander, die wollen nichts voneinander dann und uns ja, aber dann ist es etwas anderes. Ja. Und jetzt kommt halt noch so wirklich das Allgemeine, wo eigentlich jeder kennt. Also wenn sie irgendwie nur kurz zurückschreibt oder so haha oder so ein Lachsmiley oder Fragen nur beantwortet und nicht zurückfragt. Also zum Beispiel wie geht's und nachher gut und nicht gut und dir. Ja, das ist ein sehr grosser Unterschied, glaubt mir. Ja. Glaubt mir. Also grundsätzlich, wenn sie euch zum Beispiel eben so ein bisschen kurze Antworten gibt, sie zeigt nicht wirklich Interesse, sie will euch gar nicht, sie will nicht viel von euch wissen, wie es euch geht. Oder auch, dass sie also nicht von sich selber aus so schreibt. Ja, also wenn ihr sie jetzt öfters anschreibt, als sie dich, sie würde... Okay, aber Mädchen sind auch so, dass sie nicht anschreiben wollen, weil sie nicht nerven wollen. Ja. Also weißt du nicht so... Mädchen sind wirklich kompliziert. Tut mir leid. Also die Antwort ist jetzt vor allem für Leute gerichtet, die random Mädchen auf Insta anschreiben. Also wenn jetzt zum Beispiel ihr so ein bisschen schon länger Kontakt habt und kollegial, aber für sie ihrer Sicht aus und du schreibst ihr, wie geht's, dann kann schon noch eher wie dir kommen. Mädchen sind einfach fucking kompliziert. Ja. Scheiße. So, das war jetzt schon wieder mit dem Video. Falls wir jetzt irgendwie helfen können, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ja, ich weiss, wir haben herausgefunden, Mädchen sind sehr kompliziert. Wir sind fucking kompliziert. Wir geben es zu. Wir geben es zu. Und ja, falls ihr irgendein Interesse an der Mädchen habt, viel Glück und... Am besten einfach direkt fragen, wenn es nachher ein Nein kommt, dann ist es Nein. Wenn es kein deutliches Nein ist, dann ist es meistens so ein bisschen, dann könnte Interesse da sein. Sie wird wahrscheinlich nicht sagen ja. Ja, dann gebt doch unbedingt ein Like, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mal die umgekehrte Version wollt und wenn ihr cool seid. Und vergesst nicht zu abonnieren, weil dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir und ganz wichtig, Glocke aktivieren. Bing bong. Ich würde sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag.